Ik freue mich hier, waar voor je te zijn vandaag. En we zijn froh voor deze gelegenheid dat we kunnen op en Gott in Woord aankijken. Weil wir uns hier schopneigen zum Gebet. Gott, wir kommen für die von der Samaris und wir fragen, musst du uns segnen, musst du uns die Ohren aufmerken für dein Wort, die Horten aufmerken für dort, wo du uns zu sein hast. Und ich frage, musst du mich helfen, direkt können, zu sehen stehen und die Leute durch mich reden, dass dein Geist könntet hier lehren und führen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. So, ich hatte den Namen von dieser Andacht von der gesagt, Misfeschtentnisse. Eine schleidah und ein tarm. So, was hat dort mit Missverständnissen zu tun? Weil wir diesen Text hier lesen, das sagt, und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun, sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache das selbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Und als wir in dort Geschichte mit ankicken, in Sprüche 28, Vers 4 sagt es das. Böse Leute merken nicht aufs Recht. Die aber nach dem Herrn fragen, merken auf alles. Auf Englisch ist es so, das sagt, die Wort Gott nu siegen, was Gott nummer einhaben, die wollen alles verstehen. So, weil wir diese zwei Gedanken in Kopf halten und wo wir dann hier so zurückgehen zu dieser Geschichte von Babel. Hier in Babel. Was wir Gott sehen, Befehl an die Menschen. Gott hat gesagt, seid fruchtbar, verspreidet in das ganze Land, und dann muss die Welt ganz voll machen mit Menschen, nicht? Ein bisschen so ist meine Erwartung. Aber was deuten steht dort? Hier sagt es, die Menschen, die kamen taupen in 1. Mose, Kapitel 11, von Vers 4 fängt an, das ist die Geschichte, und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, das Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Und dafür der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. So das ist ein bisschen der Hintergrund, was passiert. Die Menschen, die sagen, wir wollen uns nicht zerstreuen in der ganzen Welt. Das schafft bloß dann nicht so gut. Das ist das, wenn wir hier taub kommen, taub leben in einer Stadt, und wenn wir das hier so wollen, das ist ein großer Turm bauen, Menschen werden von weit auf sein, da wird eine große Nummer für uns geben. Weil wir hier so taub leben als ein Volk. Aber das ist nicht, was Gott will haben. Das hier wird so wie ein Missverständnis. Ich würde vielleicht nicht sagen, dass das ein Missverständnis ist, aber das ganz klar, das ist Eigehorsam, nicht? Das kriegt das Gegenteil, was Gott sagt. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun, sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasset uns herniederfahren und ihre Sprache selbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Und also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr das selbst verwirrt hatte, alle Ländersprache und sich zerstreut von dort in alle Länder. So, das fängt nicht an mit einem Missverständnis. Das fängt an mit Gehorsam. Und wenn Gott will haben, dass die sollen Gehorsam sein, er brachte bedur, dass die Missverständnisse kamen durch das. Die können sich nicht mehr vereinigen, die werden nicht mehr einig. Viele Projekte auf der Welt sind angefangen, und die wollen das down, und einzelne Menschen, wir wollen was durchführen, aber einmal hast du nicht mehr die Einigkeit. Die Menschen einmal fangen an, ein klein bisschen anders zu denken, und das nicht mehr taub, das geht hinein. Missverständnisse kommen.
So, was sind Dinge, die uns persönlich träghält, von wirklich verstehen? Warum sein bloß zwischen Menschen? Was sind Dinge, die uns träghält, dass einer der Nächste nicht kann korrekt verstehen, was er meint, oder was er will sein? Was hat der Mensch? Was ist das, was du können stieren? Einmal, ich will sagen, ist das Gespräch. Das hat ein Teil zu tun, dass der Trouble ist mit Missverständnissen. Stolz sein. Kriegt der Text, wo meint der Mensch, von wo kommt dieser Mensch, was ist der Hintergrund, wo der denkt? Der Erfahrung. Schreiben sein, dass wir haben alle uns eine persönliche Filter, wo der alles mit der gefiltert worden, dass wir das verstehen können. Und dort kommt die, von wo wir geboren sind, wo wir abgewaschen sind, was von der Kirche vielleicht, wo wir die Bibel verstehen, haben da mit vielen Dingen zu tun. Wir haben auch mit Weide zu tun. Wo haben Menschen ans Weide tun? Das hat auch damit zu tun, wo wir Dinge verstehen. Und auch Gehorsam sein. Wenn ich zurückkicke in mein Leben, ich habe persönlich ein bisschen gehofft, dass mir dort ein Down von ich wo vielleicht hier und da ein Mistake merken, oder das soll vielleicht nicht sein. Das wird Mistake gleich wie nicht, aber mir ist dort ein Down, wenn ich eins mal losfahre und ich weiß, ich habe nicht alle Antworten, aber das fehlt halt. Ich weiß nicht mehr, wo das fehlt zu tun, aber ich will mein Bestes proben und ich will schaffen. Viele Menschen haben nicht die Gute, und die würden sagen, no, ich habe so Angst. Auf einmal wird es vielleicht schruts gehen und was wollen die Menschen dann glauben? Weil wenn ich mich kann, dann weiß ich, das Problem habe ich nicht. Wenn ich viele andere habe, dort ruht es vielleicht nicht. Aber wir haben alle Dinge, mit was wir zu kämpfen haben. Missverständnisse. Einmal mit Tabu sich losfahren und nicht alles genau weiten kriegst, was das soll, da kommen Missverständnisse von dort. Und wenn wir an ein Gespräch denken, wo einer vertalt, was ist das Leiste, was einer kann, wo einer denkt, kriegst was einer denkt, dass einer kann in diesem Gespräch auch vertalen. Dort hat sehr viel. Ein von meinen Freunden hat einmal eine Andacht gehört, und als ich vorher, wie ich gesagt habe, weiß ich, was wir eine ferne Andacht, aber ich stimme nicht mit einem Ding, was die sagt. Und der kickt mich mit großen Augen an, nicht mit einem Ding. Und ich sage, no, da wie ein Ding, was die sagt, und ich glaube nicht, dass die Bibel korrekt sagt, was du gesagt hast. Er sagt, oh, sagt er, die hat so sein, wie ein Ding, was die sagt, wo ich nicht mit stimmt. Aber die sagt, ich stimme nicht mit einem Ding. Und dort wird die ganze Andacht wie bloß verdorben für mich. Nicht ein Ding wie rein. Kleine Ding anders gesagt, eine große Missverständnis könnte kommen. Aber Gott hat kurz wieder mir gekommen und gesagt, was meinst du mit nicht ein Ding? Was ich, das bin 2 Jahre zurück, als wir in Mexiko waren, und ich hatte eine Andacht mit der Jugend und wir vertalten von der Ries. Oh, hier soll ich mich nicht anlehnen. Von der großen Ries Goliath, und wo David hat den Ries geschlagen. Wir lesen durch in 1. Samuel 17, als das wenigstens ich das gemoved habe. 1. Samuel 17, rum der 4. Vers. Wir lesen durch, wo David wieder durch, und er könnte sein, dieser Ries, er stand ab und er wie gegen Gott sein Volk. Und keiner wir reut mit denen die kämpfen. Die hatten alle Angst. Die hatten ein Missverständnis. Sie kicken bloß auf ihre Kraft und nicht auf Gott seine Kraft. Die kicken bloß, das Ries, das ist gegen uns. Die können nicht sein, das Ries heißt gegen Gott. Die können nicht so verstehen, dass David das kann. David kämpft fertig, König sagt, hier, du meine Waffenrüstung antragen, meine große Kleider, was immer das große eiserne Kleider, was ich da habe, angehört, viel zu schwer und viel zu groß für den jungen David. Er probt damit zu gehen und er sagt, König, ich habe das noch nicht geprobt. Ich kann das nicht, so das. Und er fährt angehen. David kann verstehen. Er ging mit dort, was er hört. Na ja, sagt diese Geschichte der Jugend vertalt, dann ist es erst kommt mit seinen Schleidah schaffen. Ich sehe den David wie durch mit dieser Riesen, er nimmt die Steine und dann hat er durch seinen Schleidah und er merkt, dass Jesus steht und dann schlägt den Ries dort. Dan zeg ik eerst het woord slurren zeggen. Die jugend, die houden alle grote uren. En die kijken me aan. Wat? En ik pas me op en ik keer op met vertalen. En ik dacht, nou, wat heb ik niet gezegd?
Was sie arg. Und die kijkt mich an und dann auf einmal fängt es an und eine sieht lachen und dann ging es ganz stark von einer Seite nach andere. Die Augen werden rot und die truhen, die kleuren rauf und die lachten und die lachten. Meine Frau, sie moelde een beeld van de Riesen. En ik weet niet wat passiert met dat lief, maar dat hier ons op met moelen. En zij kijkt me ook grootjouwig aan wat er passiert weer. Weet wie alles wat schlitter is? Dat is dat poort van de kou bij de nek van de jet. En dat van die schlitteren daar, van de ene zijde naar de andere. Nou joh, ik had mijn Lehrer. Misverständnisse. Sprek kon veel damit te doen. Dat we niet graag verstaan wat het zal zijn. Aber wo ist das, von wie mit Menschen taubkommen? Einmal, als ich stolz hier bin, ein bisschen hier, wir denken, naja, der andere Mensch, der hat vielleicht was zu sein, aber dort wird ich haben zu sein, das ist viel wichtiger. So schön ist, dass ich abhebt mit dort sein, was er sagt, dann fuhrt es dann jeweils los mit dort, was wir wollen sein. Hat nichts mit dort zu tun, was der andere gesagt hat. Ganz klar, dass wir nicht gehorcht haben. Und ihr habt auch Missverständnisse. In Jakobus 4, Vers 6, der zweite Port sagt, darum sagt sie, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wo Hochmut ist, du es wohnt. Du sagst Gott, no, heißt die Jeng. Wo mit Demut, du mit kann schaffen. Du kennt mir ja genug. So wo soll wir dann mit Menschen umgehen? Wo können wir ein rechtes Verständnis haben mit Menschen? Wo können wir mit ihnen verstehen und taub schaffen und Dinge vollbringen, Gott sein Willen, dass Gott sein Willen kann passieren zwischen uns? Wo können wir das tun? Der Epheserbrief hat viel davon zu sagen. Weil wir in Epheser 1 und wieder. Epheser 4, Vers 1, die ersten 3 Vers. So ermahne nun euch, ich Gefangene in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie sich gebührt, eure Berufung, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld. Und vertraget einer den anderen in der Liebe. Und seid fleißig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. So braucht Demut. So braucht Sanftmut. Für mich wird das, ihr schon mal sehr überrein, oder das Salzige wird werden, Demut und Sanftmut. Aber Demut hat damit zu tun, dass einer sich nicht so hoch abheben wird und zu glauben, ich bin der, was der Unwurden hat, ich bin der, was alles weiß. Wie mit der Jugend, Bibelstunde anfangen in Mexiko, ich sehe zu der Jugend, die können mir erst eine Frau fragen, wenn ich weiß die Antwort für jede Frau. Und die kicken mir auch und werden, na, was glaubst du? Du kommst von Kanada, glaubst du, weißt alles? Und ich sage, ja, ich weiß. Wenn ich weiß die Antwort, ich kann sagen, ich weiß es bloß nicht. Aber weil wir mal taub in der Bibel dann kicken, zu sein, was die Bibel dazu zu sein hat. Demut, ich weiß, ich kann nicht alle antworten. Aber ich weiß, wo die Antworten sind. Sanftmut. Dort hat alles damit zu tun, dass eine Reihe ist, den anderen sein Ziel auch zu halten. Dass ein sein Innenreich kann ein bisschen zu sich leiden und sein, was hat das andere Mensch zu sein? Was ist das andere Mensch sein Janke? Was fehlt den anderen Mensch? Mit Geduld. Wenn erst wir hier Kinder haben, dann vielleicht brauchen wir nicht von Geduld reden. Ich glaube, dann haben wir das alle gelehrt. Oder wenigstens im Prozess von das Lehren. Vertraget einer den anderen in der Liebe. Verdreht euch. Wie sollen andere Menschen verdrehen? Das hielt sich so, das kann eins mal schwer sein. Ich kann den Menschen bloß nicht verdrehen, was er sagt. Das ist korrekt das Gegenteil, was er hier sagt. Wir sollen einen anderen verdrehen. In Life. Das ist okay, wenn wir nicht einmal korrekt stimmen mit was er sagt. Das ist ein Don't. Wir sind verschieden. Aber können wir das in Life verdrehen? Können wir wenigstens eine schaftliche Frau und Gesächtchen und freundlich sein? Kolosser 3 hat meistens dasselbe, was er sagt. Aber wir wollen uns nicht durchkicken. Was bloß damit sein, das sind viel Vers, was über dasselbe Thema redet. Die Bibel ist voll von dem, wo wir mit Menschen sollen eine andere schaffen, wo wir können Dinge taub tun. Epheser 4, Vers 30 und wieder in dasselbe Kapitel. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer den anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus.
Einmal glaube ich, wie wenn ein anderer Mensch uns wehtun hat, ich glaube, wir verjähren einmal, was hat Gott uns verjährt? Habe jemals ein anderer Mensch so viel vergeben, was Gott uns verjährt hat? Können uns dort nicht ansparen, dass wir können Leib des anderen Menschen dort vergeben. Dass wir können sein, wo wir können, wenigstens nach taub freundlich sein. Philipper 2, Vers 3 sagt, nichts tut durch Sang oder eitle Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher denn sich selbst. Wenn je rijdt zijn met dat eerste beeld toen je woont onder dagen, dan kan je dat doen. Als één en ganz goed zo'n Anfang befreit werden, okay, der andere. Dankeschön. So, wir werden roots en Kartstoot befreit. En wir woonden dann in einer Stadt, andere Seite St. Thomas. Und wir fuhren immer taub naar de Arbeit, wir schafften in einer Fabrik taub. Und wir fuhren immer in ein Haus taub. Und war ich nach der Arbeit, dann ein von den ersten Tagen, wir fuhren das Haus hier so vorbei. Und als wir da vorbei fuhren, dann ich merkte, dass es Salz wird wir. Und ich sagte, das ist Geschmack. Mir sieht es so, als ob du angestellt, wenn wir merken, zusammen merken Tag. Ich dachte, dass wir nicht bloß danach schlupen, dass wir, mir sagte es, dass wir für Kinder hergestellt, dass sie können spielen. Ich sagte, die eine kicken muss, die Spielhüs, die du abgestellt hast. Das ist ja ganz Geschmack. Die haben das abgestellt, das ist so ein feines Zelt. Und wir fuhren da vorbei und sie sagten, na, was meinen Sie von Zelt? Das ist nicht ein Zelt. Mir ist das so ein hohes Plastik-Spielhüs. Ich sagte, no, das ist so ein gibt's normales Zelt. Das ist hier rot und wit, das hat hier die knorrische Flagge da an. Das ist ganz klar, das ist ein Zelt. Und sie sagt, ich kann nicht von rot und wit sein in eine knorrische Flagge. Mir ist das grün und wit. Und wir kickten, jedes Mal wieder vorbeifuhren und wir striden uns. Und wir waren keinmal einig über diese Sache. Und wir waren für 3 Monate, wo wir die Handträger immer vorbeifuhren. Und die 3 Monate, de laatste Monat, wir sehen anders. Wir fuhren vorbei und kicken einander an und nichts zu sein. Den letzten Tag, dann hol ich still und nahm ich ein Bild mal von dieser Stadt. Ich nahm ein Bild von dem Zelt und ich weiß auf dem Bild, ich sagte, kick mal hier ist das Zelt. Und sie sagt, na, kijk mal naar de andere zijde huis. Du hast das blijven, greinen, wat allemaal die horen plastic naar speelhuis. Misverständnisse. Wir werden alle bei 3. Wir haben bloß zu den verschiedenen Seiten gekickt. Ich glaube, so ist es Veränderung in uns christlichen Wandel. Wir sind vielleicht alle bei 3. Wir kicken bloß verschieden an. Und du denkst, sind wir nicht einig. Je habt einen Streit. Was wir wirklich ans Durchsagen und kicken, na, wo können wir das verstehen, wo können wir taub, was uns wird kommen. In 1. Thessaloniker 3, Vers 2, wenn ich da rechte steht gefunden habe. Ich glaube, das ist der Vers. Ich würde lesen und von es nicht dort aus, dann kann ich mir gut sein. Euch aber vermehre der Herr, lasse die Liebe völlig werden untereinander und gegen jedermann, wie denn euch, wir sind gegen euch. Wie sollen Leute die Leib so mal hecher werden? Die Leib so mal voll werden. Leib hat, das wir verstehen können. In Hebräer 10, Vers 24 sagt es, und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken. Wenn ich das Wort reizen hier, ich denke an, wo das sagt, vorrasch, diejenigen Kinder nicht zum Zorn reizen. Ich denke an, das ist ein Wort, was mit zu tun hat, einer, der nerkt, aber einer, der gut Fandal hat und so, nie hat er das Haar nicht gereizt, nicht? Und das ist aber zum Leib. Einer soll der andere nicht nerken, aber mithalten, merken, bloß unheim bleiben, was einer der hat, ganz reich gekriegt, und nie wollen sie ein Leib wieder schaffen. Das ist, was wir sollen einander tun. In 2. Johannes 1, Vers 5 sagt er, und nun bitte euch ich dich, Frau, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das wir gehabt haben von Anfang, dass wir uns untereinander lieben. Das ist nicht, was nicht. Das ist dort, was wir von Anfang an gehört haben. Wir sollen einander gut sein.
Im Galaterbrief 6, Vers 10 sagt es, als wir denn nun Zeit haben, so lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Jeder Mensch soll wie Gott es tun. Das sind nicht so eine Menschen auf der Welt, wo die Bibel sagt, zu denen soll wir mal was Schlechtes tun. Den soll wir mal hassen, die Person. Die und die wird es das. No, die Bibel gibt nicht Ruhm. Das sagt, wir sollen jeder Mensch Gott es tun. Aber besonders, die wird auch zu derselben glauben, die hier als wir. Die Menschen, die Gott hat nie geboren und gerat von den Hall, die Menschen sollen wir besonders gut sein. Einmal ist es so, na ja, aber weißt du, was die Mensch, die nicht Christ ist, die weiß sich bloß nicht weiter. Die kann nicht, was Gott im Wort sagt. Die Christ, die soll jedoch besser werden. Als er eins muss es dort ein bisschen schwander ist, die Mensch wird so besser werden. Mit denen ist es ein bisschen schwander, den zu leben, wegen soll jedoch besser. Ich glaube, wir sind für ein Kraxus der Alte Testament beschrieben von den Israeliten. Die lehren Wort und dann haben sie dort auch verjäten. Ich glaube, Kraxus ist von wie verjäten, von wo wir gekommen sind. Was von einer weise Dinge, so wie ich einmal fast gewesen. Was von einer Sinn haben wir begonnen. Und Gott hat uns vergeben und frei gemacht von dort. Wo können wir den anderen dann auch nicht vergeben? Bei der Arbeit, die ich habe, ich arbeite für eine Hotel Company und meine Arbeit ist von einer Arbeiter oder von einem von unseren Kunden ein bisschen da geworden ist und ich habe einen Trouble gehabt. Die fuhren an und wollen das geleistet haben und mit der ersten Arbeiter, was sie reden, wenn du nicht können geleistet worden und Frau und na nie will ich mit denen wird reden. Und dann kommt die Phone Call zu mir. So ich habe für einen sehr tolle Menschen. Aber die meiste Zeit, wie die meiste Zeit, von der wirklich da sind, das sind Missverständnisse. Na, ich dachte, der Mensch meint, es ist das, dass er das und das sieht. Und ich dachte, ich würde das und das haben, wenn ich bei einem Motel wäre. Dort, wo ich verstanden habe, und das nicht, was passiert ist, und nie sehe ich da, und nie will ich dort, was ich verstanden habe, was ich dachte, ich würde kriegen, dort will ich. Bloß ein Warning von ich habe einmal waren in Stufe bestanden, und dort sagt auf Englisch Partial Ocean View. Das meint, er hat ein klein bisschen im Westen von dem Meer, das kostet ein klein bisschen von die kranke bereichte Stadt in Stufe West, und ein bisschen das dort anleisten, zu der Sied, kicks, derche Fenster kostet in einer Eich ein klein bisschen belebt sein. Das ist, was das bedient. Das bedient nicht, die kosten fern Bild haben von Meer, erst in der Stufe. Das ist nicht, was das meint. Sprüche 16, Vers 7 sagt, wenn jemands Wege den Herrn wohlgefallen, so macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. So wo soll es sein, von Gott sagt, reich ein seine Feind, eine kann in Frieden mit einem seiner Feind leben. Wo soll das sein mit einem seiner Geschwister? Du solltest für Sache friedlich sein. Was von wie im Bett in Gott im Wort ankicken? Na ja, zieht das so mehr an, ne? Ich bin mehr vorig mit meiner Einleitung. Was passiert, wenn wir in Gott im Wort ankicken? Was von wie du Missverständnisse haben, was Gott im Wort ansagt. Und ich glaube, wir haben das gefällt. Wir lesen, wie Wort, wir glauben, das, was es meint, in je und los. Und du denkst, fällt dort, wie es das kann kommen, aus Glieder, aus Geschwister, dass wir eine andere einklicken können. Die Priester in Jesus dienen Deo, in Matthäus 2, Vers 3, was sagt, wir wollen es nicht lesen, aber die wussten, wo Jesus soll geboren sein. Die wissen dort, die wissen die Umstände. Die können den König dort sagen, wo in Meyer werden die zu Wort von Zeit. Aber Jesus wollen sie nicht haben. Wenn sie passt nicht in ihre Pläne hinein. Ich glaube, für uns ist es so, wirklich, wir würden das kennen verstehen, aber das passt uns bloß nicht so gut. Das meint dann, was ich das und dort bekannt, oder dann, was ich das und dort unterstellen, das, was ich nie so weit getan habe, das schafft bloß nicht mehr, ich konnte bloß nicht. Die wissen, die so scharf geworden, aber ich will das nicht. Was ist das, was Gott von uns verlangt? Well, Gott in Psalm 1 sagt,
dat van wir in zien woord dag en nacht vertiefen, dan wordt alles wat we doen, wat goud uitkomt, wat Erfolg bringt. Hij zegt nog niet dat we dat machen, aber hij zegt, dat is ganz klar, dat van we dat doen, dat bringt Erfolg. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und es geht in Garten Eden wir mit Adam und Eva. Er sagt ganz klar, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Ich glaube, da wird keine Missverständnis mit dort, was Gott sagt. Aber Adam und Eva, die sind. Die meisten Dinge, was Gott von uns wirklich verlangt, die sind einfach zu verstehen. Jesus sagt, tut Buße, denn der Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Buße ist nicht ein schweres Wort zu verstehen. Ich habe in 6 Jahren schon dachte, dort gelehrt wurde, bedient in der Eiene wird, sagt sie, dort meint, dort von ich den Weichgegangen von Gott, und ich dort anwohr, dann durch Schwinn umdrehen und trägt Gott gehen. Das ist ganz leicht eine Erklärung von was das Wort bedient. Eine Umkehr, eine Umdreh. Jesus sagt, folgt mir nach. Das ist ein Ding von einem Mensch, der kein Hafen wenig angehört, und eine andere Person, die den das Lied will sagen, nicht da muss den wenig antragen, der den Hund denkt, das ist und der andere denkt dort. Das ist ganz leicht, das kann ganz arg angepasst sein und angetragen sein. Aber Jesus kam nicht hier und er lebt dort nicht, so wie das so. Und dann sagt er, kommt, folgt mir nach. Er weiß uns, wo das macht. Er lebt dort nicht. Er ist das beste Beispiel, da ist kein besseres. Von wie wir an Gehorsam sind zu diesen Dingen, was Gott sagt, wir können nicht wirklich bloß sagen, na ja, ich habe Buße getan, von der nichts hier passiert. Zum wirklich Gehorsam sein zu dort, was Jesus sagt, jemand eine Ändernis sein. Und er kann nicht bloß sagen, ja, ich habe Buße getan und nichts geändert hat. Du musst eine Ändernis sein. Und dort kann nicht ein Mensch seine Kraft passieren. Gott hat kein für sich versündigt von Menschen. Aber er kam nicht ihr. Und er mögt das treu. Er hat sich nicht verschuldigt. Aber er wird über das Anfang und was den Weg aufmerkt, dass er vergeben sein und dass er leben sein. Er lebt dort uit. Het is een sehr gute Ding, dass unsere sind, wie Gott erst dort eine Gräuel, er konnte nicht ankicken. Aber das ist wunderbar, dass das am nicht beleidigen wird. Das ist nicht eine Beleidigung. Zwischen Menschen gibt es viel Beleidigung. Und dort, wo ich merken von Gelegenheit haben, das sind wunderbare Series von Andachten von Herrn Thiessen und Durango über Beleidigung. Du hast nicht Zeit, von dir nennen zu gehen. Corrie ten Boom hat gesagt, kann man die nicht mit dort, wo die in der Bibel lesen, nicht verstehst. Aber bekämme die aber, wo die verstehst, und nicht mit das. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Spruchwort für uns von dir. Wo können wir andere Menschen verstehen? Wo können wir wiederkommen in das christliche Wandel? Wo schafft es doch? Ich würde gerne, glaube ich, 3 Tage an diese Thema reden. Und wenn es Zeit haben, dann wollte ich die Karte merken. Ich will Mut merken. Zu sagen, es sind verschiedene Sorten Menschen auf der Welt. Menschen sind verschieden. Es sind viele Bücher geschrieben, die einen kann helfen, Menschen zu verstehen. In uns Ehe haben uns persönlich gut geholfen, die Bücher, die 5 Sprachen von Leben. Wir nicht gewusst haben, dass meine Frau weiß, wo sie Leben spät ist, dass ich bloß mit ihr Zeit nehme, mit ihr Doel zu sagen und Dinge durchzureden. Dort, wo sie abgebiet fällt und in Leben fällt. Und mir ist es ganz anders. Alles, was mir fehlt, ist einmal gut auf dem Ring geklappt und
Das ist alles, was fehlt. Nicht ein Wort fehlt mir zu sagen, bloß einmal Gott aber Regen zu klappen, Gott. Das feil ich dann de Leib. Das ist mir ganz gut genug. Menschen ihre Persönlichkeit, wo wir denken. Wir haben ganz kurz eine sehr viele Andacht eine englische Botschaft von Herman Clausen über Herman Buchert über was von der Weg Menschen denken. Personalities auf Englisch, Persönlichkeiten. Geistliche Gaben sind auch ein wunderbarer Weg, wo wir Menschen können verstehen. Ich will ganz kurz bloß ein Ding lesen, das wir im Bett nicht von dort haben. Von ich eben Zeit gut, damit ich mir sagen. Warum muss sein, da sind eine Gruppe von Christen, die taub kommen. Und da ist einer, der krank ist. Ich war wie Römer, Kapitel 12, von Vers 3 bis 9, wo ich das durchlesen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei geschafft haben, also sind wir viele ein Leib in Christo, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Die Liebe sei nicht falsch. Hasse das Ärger, hänget dem Guten an. Wir haben jeder Christ, der nie geboren ist, der hat eine von diesen geistlichen Gaben gekriegt. Und das ist ein Hinweis, wo wir kein Menschen verstehen, von wo die kommen, wo denken die. Von dem Problem ist, wo kicken die dort an? Wenn du ein kranker Mensch bist, der Mensch mit der Gabe von dein, der wird vielleicht so still sein. Ich habe dir ein Geschenk gebracht, und ich habe dir einen Post mitgebracht, ich habe dir einen Hund, das Butter gegeben, ein Eten gegeben, und deine Planten, die du hast, auch Butter gegeben, und ich habe dir ein Haus im Bett besorgt. Der Lehrer wird vielleicht sagen, ich habe im Bett nur geforscht, und ich weiß ein Bett von deiner Krankheit. Ich glaube, der hat mit dit und dit zu tun, und das schafft es nicht in deinem Körper. Der Mensch mit der Gabe von jedem, der wird vielleicht sagen, hast du die rechte Insurance, was die nicht diese Krankheit können bedeuten, der Zeit, was die hier in Hospital bist. Der Mann wird vielleicht sagen, wo können wir das brauchen, was die nicht liest, um einen anderen Mensch halten? Der Prophet wird vielleicht sagen, was will Gott zu dir sein an dieser Krankheit? Hast du erst einen Sinn, was du begonnen hast, was du noch nicht bekannt hast? Der Organisierer wird vielleicht sein, die brauchst die nicht sagen, erst, was ich habe deine Arbeit und 4 andere Menschen nicht geteilt, das wird alles tun worden, was dir fehlt. Der Mensch mit Barmherzigkeit, der wird vielleicht sagen, ich kann bloß nicht anfangen zu sagen, wo mir das ging, wo ich mich feilen lasse, dass ich das antworte, die krank wird. Wo verspäßt du die nicht von dir? Ein bisschen so ein Weich würde vielleicht kennen sein, so würden die Menschen mit den verschiedensten Gaben. Ich weiß jetzt bloß ein kleiner Schmack von dort, aber da ist vielleicht eine Abgabe zum Eatfing. Was von der geistlichen Gabe haben wir? Und was von der geistlichen Gabe hat dieser andere Mensch, mit dem wir vielleicht ein bisschen das Stitch schaffen? Dass wir kennen, leben das Stitch. So, wo können wir dann wiederkommen von hier? Was können wir dann anwenden ans Leben, was anders ist? Wo können wir die Gaben brauchen, was uns gegeben ist, und nicht proben, der andere Mensch die Gabe zu brauchen? Wo wird es gewahr sein, von David hat den König Saul sein Schwert gebraucht, und ist er sein Schleidah. Was wird passiert sein? Weil wir Leute dort brauchen, wo Gott uns gibt, und er steht ein Tarm zu bauen, was gegen uns ist bei Gott. In Sprüche 27, Vers 6 sagt es das. Die Schläge des Liebhabers meinen es recht gut, aber die Küsse des Hasses sind gar zu reichlich.
Einmal ist es so der brückten Freund, wo kann und half reich bei uns dich bitte kommen und sagen, weißt du was, hier hast du ganz arg getan. Dass der Kampf mit Leib dort zu sein. Und dass einer nicht beleidigt wird. In 1. Korinther 16, Vers 13 sagt es das. Wartet, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. So von einer in uns kämpft und hart vor zu sein, weil wir uns nicht luten beleidigen, weil wir uns nicht luten, dass durchmachen wohnt das Fashiongebiet worden, weil wir lieber in Leib das annehmen und wiedergehen. Das wieder wird nur kennen sein, dass von wie nach eine Gott tragen Nummer 1, dass durch können Verständnis in Leib sein zwischen uns. Muss Gott uns segnen. Dankeschön.